Und willkommen zurück hier bei Retro Cache Sinnlose Let's Plays. Und ihr wisst ja, wir sind dran auf 200 Kubik hier bei Mario Kart 8. Und wir haben hier neue Räder bekommen. Sind die besser als die? Ah, nicht wirklich. Wir bleiben beim alten Setting. Und wir hätten da in den letzten zwei Games da mal nicht so einen schlechten Job gemacht, weil wir alle 3 Sterne geholt hätten. Und wir tun jetzt da beim nächsten schauen, ob es uns halbwegs auch so gut wird gelingen. Und dann kommt Varios Arena. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt eine von meinen Lieblingsstrecken, aber das wird schon gut kommen, hoffe ich mal. Ja, einmal abgeschossen worden. Das Driften verpasst. Gar nicht gut. Die Kurvenpassage und das Driften da auch wieder voll in die Wand rein ist auch nicht förderlich für die Platzierung momentan. Und da auch wieder in die Wand hier. Also da auch wieder in die Abschrankung hier. Also dass man immer noch so weit vorne sieht, ist grenzt fast an einem Wunder. Bananen nehmen wir noch mit. Eigentlich sind wir Peach dran. Ja, ich bin immer gespannt und Drift ansetzen bei dieser Bahn. Also der eine von denen ist, den ich nicht so gut kenne. Nein! Und geht knapp drüber raus, aber der Game hat glaube ich einen Seich gemacht, da der Luigi. Und der da haben wir auf der ersten Strecke gleich mal noch einen Sieg einfahren. Dann müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was das in der zweiten Strecke möglich ist. Sorbeland, das ist vom Gamecube, da ist vom Double Dash. Habe ich ja gesagt, da hat es da auch gegeben. Und ich habe jetzt schon gesagt, das ist nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Es ist ein bisschen umdesignt worden. Nicht gewaltig, aber ein bisschen schon. Sieht einiges besser aus natürlich auf der neueren Version, wieder noch auf dem Double Dash auf dem Gamecube, aber ja, ich trotzdem nicht geschafft, zu eine von meinen Lieblingsstrecken zu werden. Wow, das war knapp gewesen. Halt mal unten durch. Du darfst die Bananen ausweichen.
Jetzt müssten eigentlich noch mal noch Nigeli-Bomber kommen. So rein theoretisch. Oder nicht? Aber Roti. Jetzt heute nicht sollen so früh loslassen. Und bitte, 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 bitte. Oh. Da sind wir auch knapp vor der Rosa Gold Peach noch ins Ziel gekommen. Dafür haben wir jetzt 9 Punkte Vorsprung. Jetzt kommt noch die 3. Strecke und noch die 4. Strecke, wie üblich natürlich. Aber es kann noch viel passieren. War Instrumentalpiste. War langjähriger Punkttag auch gerade auf dieser Strecke. Das ist auch eine, die ich nicht unbedingt zu meinen Favoritenstrecken zähle. Ja, und wieder da ausnahmsweise mal der Drift zu früh angesetzt und wir fahren genau das Loch an. Und sind schon fast Letzte. Nicht so schön. Ja, der ist jetzt aber. Ja. Ihr seht, wieso das nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke ist. Vermute ich mal. Boah, da ist jetzt aber Glück gewesen, dass wir nicht runtergefallen sind. Wir haben kein Item zum Schützen. So ein Bull. Und, nein, letzte Runde und nochmal runtergefallen. Das ist das 3. Mal. Das 4. Mal. Bitte nicht. Aber wir haben alles noch in eigenen Händen. Nein, 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 nein! Ah, ist da knapp gewesen. So schade. Aber wir nehmen noch ein paar Punkte, wir nehmen noch 6 Punkte mit. Also sollten wir so Dritte sollten wir noch werden. Im letzten Rennen. Aber wenigstens ist ein bisschen Action da. Das ist ja gut. Passt. Und da ist eine ganz coole Strecke, die habe ich schon auf dem 64 mögen. Ist ja super umgesetzt, finde ich. Jetzt gerade ein bisschen blöden Weg gewählt, aber
nein, einmal immer ja so einer müssen mitnehmen. Wir haben ja nochmal eine Runde, nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. Ja, manchmal muss man auf den 200 Kubik einfach in Kauf nehmen, dass man halt irgendwie geradeaus in die Wand reinbatscht oder so. Um ein bisschen schneller oder besser um die Kurven zu kommen. Muss man auch einfach mal vom Gas weg. Aber ja, jetzt tut es mir fast ein bisschen leid oder ein bisschen weh, dass wir auf der dritten Band jetzt so knapp am Sieg vorbei sind, weil sonst hätte es jetzt nochmal einen Cup gegeben, wo wir geschafft hätten mit 3 Sternchen. Hätte jetzt leider nicht wollen sein. Shit happens. Man kann nicht immer alles haben im Leben. Aber wir sind auch mit 2 Sternen zufrieden natürlich. Und wir haben wieder ein bisschen etwas freigeschaltet. Da wäre es dann gewesen. Vielen Dank und man hört sich.